Herr Präsident, liebe Vertreter von der Regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Tomasi Lampedusa, ein großen italienischen Schriftsteller, hat an seinem bekanntesten Werk ein Zitat benutzt, was sagt, wenn wir gerne hätten, dass alles so bleibt, muss alles ändern. Schon ein bisschen unter das Zitat gedurcht, wie ich gestern als Premier nachgelauscht habe. Weil seine exzellente Intervention war überschrieben, Fortschritt durch Stabilität an Stabilität durch Fortschritt. Ich weiß, dass nicht jeder Verein mein Feeling teilt. Mir hat eigentlich die Deklaration gut gefallen, weil sie auf eine strukturierte Weise die großen Herausforderungen nicht nur von Europa, aber auch für das Land skizziert haben. Aber, da komme ich schon nach meiner Intervention darauf zurück, aber auch konkret Antworten, Lösungsvorschläge, ob die Herausforderungen geliefert werden. Dann sind da hauptsächlich feiert, wenn da viel mehr. Ich will mich aber just Heinrenker ob die Feier mat prioritärsten limitieren, für alle Recht froh von der Sicherheit. Natürlich die Bausenssicherheit, aber auch die Bannenssicherheit an unserem Land. Dann die auch für mich wesentlich froh, wie man die neuen Technologien, wie KI, über auch Digitalisation, können besser für uns und auch für uns Ökonomie und auch für uns selber an unserem alltäglichen Leben nutzen. Dann noch die Herausforderungen Niveau vom Klimaschutz. Da sind eine ganze Reihe von konkreten Mesuren geschildert gehen, wie wir sehr an die erneuerbaren Energien kann investieren. Und ich mache just kurz ein Klammer. Ich bin ja schon ganz lange an dem Haushalt dabei und ich schon alle Deklarationen zu der Lage der Nation immer aufmerksam nachgelauscht. Ich kann mich nicht erinnern, dass an den 10 Jahren jetzt das CSVDP-Regierung am Amt war, so viel von erneuerbaren Energien an einer Deklaration zur Lage der Nation geschwärzt ist. Viertens, Kompetitivität natürlich von unseren Betrieben, weil die überhaupt ein A und O von einer gesunder Wirtschaftsentwicklung ist. Irdisch hauptsächlich auf die 2 Punkte angehen, die von der Außensicherheit, der Bundessicherheit, aber auch nach einmal auf die Herausforderungen von unserer Wirtschaft, lässt mich 3 Remarken machen. An die Remarken machen, ich meine, sie quasi mal an den letzten Redner, und ich habe nicht alle können nachlauschen, schon aber viel nachgelauscht hat, und sie verschiedene Sachen, die mich aber an den Reden interpelliert haben. Ich fange mal mit dem Positiven an, es sind 50 Jahre jung. Da frage ich für was, ich habe dem Herrn Baum nachgelauscht. Und den Herrn Baum hat den Klassenkampf gefeiert aus meinen Jugendjahren, an den 60er, an den 70er Jahren, wo wir auf die Straße gegangen sind, für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Merci, Herr Baum, dass mich 50 Jahre jung gemacht hat. Das Problem ist der verehrte Klassenkampf. Ich muss allerdings sagen, Herr Baum, ich freue mich heute, ob wir 2 verschiedene Länder an verschiedenen Städten leben. Weil wenn ich so, Herr Baum, die kommt ja mal heute an der Welt rundherum, treten mal hier in Europa, an als europäische Länder, treten mal außerhalb von Europa. Ich muss hier sagen, ich fand, dass es eigentlich den Menschen an diesem Land, an der Moyenne, gar nicht schlecht geht. Das heißt nicht, sagen Sie auch direkt, dass man nicht ein Armutsproblem hat. Wir versuchen zu machen, wie dir das sagt, dass praktisch Leute am Gange wären zu erhängen. an dat Gesellschaftsrecht da quasi mal all der mat face getrude gin, dat geht mir aber trotzdem ein bisschen weit. Zweet Observation.
dass ganz viel über Erbeszeit erschaffen geschwert gehen damit. An stehle ganz viel von den Sachen, die du gesot gesehen. Ich will aber trotzdem auch so, wann ich gucke, was für Herausforderungen, ob als Land an den nächsten Jahren zukommen, an den diversesten Bereichen, an Herr Premier heute geschildert. Und ich weiß, wie schwer es auch geht, für überhaupt noch Leute zu finden von außen, für halt bei Erschaffen zu kommen. Weiß ich nicht, wie mir all die Herausforderungen werden bewältigen, mit Männer schaffen. So nicht aber nur mal als Mensch, der schon ganz lange dabei ist, an den Europäischen gesagt wie in anderen Ländern. Geht mal an die baltischen Länder. Guck mal her, wie viel zum Teil da geschafft wird. Aber wir müssen nicht mengen, wir geben dieselben Lebensniveau herlen mit Männern. Will ich mal ganz klar auch auf dieser Platz so. Dritte Remark. Ich bin auch dafür, dass man gegen Alters, gegen Armut generell vorgehen. Und dass es da eine Reihe Probleme gibt. Ich habe einfach ein Problem, wenn hier von verschiedenen Rednern gemerkt wird, wie wenn das wirklich den allergrößte Problem ist, dem an dem Land tun, und ist ein hauptsächliches Problem. Und das nervt mich richtig. Wir haben an diesem Land fantastische Leute, die all das schaffen gehen, die Betriebe haben, Klein- und Mittelbetriebe, die das Land hier bringen. Ohne die wären wir nicht da, wo wir los sind. Ich höre selten an den Interventionen Merci. Für all die Independenten, dachte Madame Hartmann, hat sich ganz intensiv angesagt, Merci. All die Independenten, die Klein- und die Mittelbetriebe, weil kein Ferrari vorher sind, wie ein früheren Minister gemengt hat. Die bringen das Land hier rein. Ich höre aber nicht viel von der Tribüne von Propositionen, weil die auch für die Leute soll machen. Und das ist etwas, was mich fundamental stört. Weil die Leute, die lauschen auch die Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn sie permanent nicht mehr hören, haben sie just Leute rundherum laufen, dann müssen permanent nicht mehr für das machen. Man kann wohl nicht einkehren gesagt, merci für das, was ihr macht. Kennt die Leute umlenken Flemke. Dafür werde ich das am Namen von meiner Fraktion expressiv machen. Merci den ganz vielen Leuten, die an diesem Land arbeiten, Klein- und Mittelbetriebe, Independenten, und das sind nicht Großkapitalisten, Herr Baum, die auch ein ganz großes Merit für das Land haben. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich komme dann noch auf die Hauptsujets für dich natürlich Bausenverteidigung. Und ich bin auch extrem froh über die klare Wörter, die der Staatsminister da gesagt hat, an dem man angekündigt hat, dass man schon bis Ende des Jahres die 2% Giffen erreichen. Das ist wichtig. Das ist mal für dich ein wichtiges Signal und die Europäische Union. Das ist auch ein wichtiges Signal und NATO für einen ganz wesentlichen Sommet. An all die Kollegen, weil ich hier damit gespürt, dass er schon an einzelnen Fraktionen so ein bisschen Aufsatzmovementer sind, die zwar so, ja, muss etwas gemerkt haben, aber man muss gucken, vielleicht aber nicht gerade so viel, und nicht gerade so schnell. Es so, ihr liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen das genau so machen, wie der Premier das gestern durchgelöscht hat. Wir müssen bis Ende des Jahres auf die 2% kommen. Und ich bin noch optimistisch, dass wir das fertig bringen. Und es ist auch noch ein Kehr klar, der Premier hat gesagt, andere Kollegen haben nicht gesagt. Hier geht es nicht um ein froh Nimmer von Frieden an der Ukraine. Hier geht es auch um ein froh von allgemeinen Frieden an Europa, und Frieden auch bei Heiß am Land. Und da kann kein Preis dafür zu teuer sein. Wir müssen aber auch, wenn wir wollen, die 2% da erreichen, muss man uns auch vielleicht eine andere Kultur gehen, was die ganz Défensepolitik betrifft. Weil, kommen wir nicht viel, während Jahrzehnten war die ganze Industrie von der Défense aber ein bisschen Stiefkant von unserer Ökonomie. Damals war auch vielleicht eine andere Situation. Und ich weiß es selber, weil ich an meinen jungen Jahren Rapporteur für einem Waffengesetz war, wie schwierig das damals war, überhaupt durch die Chamber zu kriegen, weil da permanent aber Leute immer ein Hoher an der Zopp
von tun. Ich meine, wir müssen haut klar so, dass der ganze Bereich von der Défense, und ich werde auch noch ein paar Beispiele geben, ein wesentlicher Wert sie nicht nur für als Sicherheit, aber auch für als Wirtschaft. Und da will ich auch ganz klar nach ein Geheimnis nachstreichen. Kann nicht darum gehen, dass wir in Zukunft all Jahr 600 Millionen mehr an Défense investieren, ohne dass irgendwie Beneficeökonomiken an dem Land bleiben. Wir gehen noch nicht irgendwo Panzer kaufen, von denen man null haben, erstellen die der NATO zur Verfügung. Das kann nicht das Resultat von enger Défensepolitik sein. Und dafür ist es wichtig, dass wir da ein Konzept auf den Tisch legen und auch gucken, dass wir das Konzept umsetzen. Und nicht mehr spät wie an der Mittelstunde hat ein paar Kollegen an es selber an unserer Fraktion eine Entrevue mit dem Groupe de Travail, der von der Chambre de Commerce angesagt ist, für eine Reihe Propositionen zu machen. Und ich will mal das deutlich sagen, hier ist unter der Federführung von Philipp Gläsener und seine Kollegen eine super Arbeit gemacht. Hier sind eine ganze Reihe von ganz konkreten Propositionen auf den Tisch kommen, die an die richtige Richtung gehen. Notamment, was die ganze Wolle von den Satelliten betrifft. Ich meine, der CS ist ganz gut equipiert. Sie haben aber auch eine Reihe von Propositionen gemacht, wie kann auch die Kooperation zwischen Entreprisen verbessern. Und ich meine, wir haben da, und wir werden ja nur, und da wird mein Fraktionskollege Alex Donnersbach darüber zurückkommen. Ich meine, dass da wirklich ganz viel an dem vorbei ist. Und ich habe noch gesehen, dass ein Teil schon an dem Premier seine Deklaration geflossen ist, wer da als Piste weist, wie wir dann auch in Zukunft können die 600 Millionen verschaffen. Ich will aber auch hier 2, 3 Wörter so, wie gesagt, nur aus dem Moment für konkrete Propositionen zu machen, die mir aber wichtig scheinen zu sehen. Ich meine eben an der ganzen Diskussion auch nicht Finanzplatz vergessen. Finanzplatz muss hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich denke hier ganz besonders auch in der Fondsindustrie. Wir müssen gucken, dass wir hier mit dieser Fondsindustrie erstens müssen die Fonds, die daran investieren, ESG-konform sind, will ich ganz klar hier betonen. Wir müssen aber auch die Fonds so unterstützen, dass es wirklich interessant geht, für Plötzlich zu kommen. So nicht, wenn wir es fertig bringen, dann sind schon einzelne Fonds an der Pipeline, dass Großfonds, die an Defense, an Cybersecurity, Dual Use investieren, die ihre Sicher haben, als das auch für einen Finanzplatz äußerst positiv. Und dafür plädieren sie auch ganz stark dafür, dass man eine Art Hub von den Fonds en matière de Défense en place setzen. Ähnliches stelle ich mir auch bei der Cyber-Security vor. Ich will aber auch hier eine Idee nach einer lancieren. Ich habe sie schon ein paar Mal lanciert, wir hatten dadurch mitten am Gespräch. Ich weiß nicht, ob es Kollegen hier bewusst ist, wenn wir wollen an Défense investieren, da brauchen wir einen Platz, wo wir das machen können. Und wir haben heute Lützburg eine fantastische Infrastruktur. Das ist der Freeport. Finden. Mengen Informationen noch aus der Freeport Halle Weidel, an nicht ganz Eidel, an das ist eine Infrastruktur, die vom sicherheitspolitischen Standpunkt perfekt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Perfekt, die leider bei einem Flughafen, nur bei der Logistik. Und dafür gebe ich noch einen Appell, reiterieren an Kollegen, die nur da werden dazu Stellung holen. Ich meine, dass es gut für Herr Premierminister, wenn man es giffen überlegen, ihr als Regierung, inwiefern ihr nicht aber kennt, die Freeport utilisieren als Zukunft, als eng von den Plätzen, wo ihr so Aktivitäten könnt developieren. Ich will heute an Hai nicht mehr zu dem Punkt so, wie gesagt, nur als dafür eine spezielle Interpellation. Ich will dann aber auch auf Bandlichtsicherheit zu schwätzen kommen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Und ich bin eigentlich froh gewesen,
man am Tanzen an die Leute Lonnetei am Saal ass, die praktisch all Minister kritizeiert huet, ausser den Herr Gloden. Sie hat nämlich gesot, den Herr Gloden hat e gute Match gemacht, wann sie net mat all mesure einzeln afversterne. Wir hätten aber zumindest seg Hausaufgaben gewähr. Es sie selten mat der Madame Tanson eins, méi heisinnig mat der Madame Tanson méi wie eins. Effektiv, die Damen an die Herren, ich will auch nicht op Sicherheitssituation a ganz vielen Plätzen an unserem Land, auch ganz besonders an der Hauptstadt agoen, da soll nicht den Moment an Platz. Ich will aber trotzdem sagen, dass an den letzten 1,5 Jahren, dass das Regierung am Mann ist, an diesen Innenminister, so viel geschieht ist, wie noch nie. Und ich will als Zeichen meine exzellente Kollegin aus dem Städter Schäferrot als Bürgermeister, Madame Pulver, lauscht das gut no, die gesagt hat, für ganz kurz, ich habe selber gefragt, ob es das so gesagt hat, dass das ja bei dieser Regierung Stadt Lützeburg endlich ein Ohr gefunden hat für die Probleme, die sich an der Sicherheit stellen. Ich will auch sagen, dass Madame Pulver enger Partei angehört hat, die auch an den vierigsten zu Regierungen dabei war. Ich meine, wenn man am Pulver so klar sieht, dass sie endlich lo ein Ohr von tut, sieht das auch manches aus, über das wird den Polizei an Innenminister gemerkt hat. Ich will nicht alles abzählen, dafür mit das ganz viel nach last but not least den Drogendesch 2.0, eine exzellente Initiative zwischen der Regierung an der Städter Gemeng. Ich meine, es sind extrem viele Polizisten an den letzten 1,5 Jahren angestellt gehen, kommen neue Kommissariate bei, sind eine Reihe wichtiger Projekte, NRW, Visopol, die Abwertung von den Karrieren, der Platzverweis renforcé, die automatische Erkennung von den Nummernschildern. Ich meine, hier kann ich also mit gutem Gewissen sagen, CSVDP-Regierung besonders den zuständigen Minister haben geliefert. Ich will aber nicht auch Madame Justizminister vergessen, die auch eine ganze Reihe von Projekten auf den Instanzenweg gesagt hat, notamment was doch das Renforcement von der Magistratur betrifft, ein wesentlicher Punkt, weil ohne zusätzliche Richter kann die Arbeit auch nicht gemerkt werden. Da muss ich dann aber auch nach einem Punkt angehen, den man wirklich extremement op de Geest geht es so, dat wann ich einzel Redner heieren schon dore mei Freunden Herr Baum, den mat vu Mënscherechter schwätzt. Herr Baum, Dir hut net Herr Baum, Di hut net de Monopol, well so Di hut net de Monopol vun de Mënscherechter. Ech will jech Molenke ja. Ich will jetzt mal ein sagen, dass es auch einer Leute in die Menschenrechte haben. Die Leute, die an der Stadt leben und wohnen, die Geschäfte haben, die wohnen, die hier Entreen verstoppt haben, die keine ganz flott Sachen fanden, wo permanent angebrochen wird. Auch die Leute haben Rechte, Herr Baum. Auch das sind Menschenrechte. Wissen Sie, Menschenrechte gehen nicht just in eine Richtung. Die gehen noch an die tote Richtung an. Ich will auch mal Hai sagen, dass es auch ganz viele Leute gibt, die Abwehr von allen möglichen Kriminalitätstoten gehen. Und wir sind auch dafür, die Leute zu schützen, Herr Baum. Und ich meine, dass die Regierung richtige Weg ist, für an die toten Richtung zu gehen. Herr Präsident, ich komme zu meinem nächsten Punkt. Ich wollte aber auch nach einer Reihe Sachen soen über als Wirtschaft, wat ohne eng gut Wirtschaft, ich zitiere einen exzellenten Kollegen Herr Bauler, den dat nicht mitgedämmert zu soen, wie wichtig eng gesund Wirtschaft ist. Und do hun ich eigentlich auch aus dem Mund vom Premier ganz viel Positives hören. Für alle Recht, was Simplifikation administrativ betrifft, da will ich aber auch ganz expressement heute Stelles
Luwen, den do en ganz Reihe Initiativen op den Instanze weh gescheckt huet, die an die richtige Richtung gehen, weil oni Simplifikation administrativ als fir Eis Leiit schwéier an der Premier deintlich Wut benutzt oder een Satz, was immer gut gefallen, wo gesot de Bauer geheiert op Feld an net an de Büro. Ich mein, dat kenne ich noch fir ganz viel Äner Betrieber so. Die Leute, die schaffen, die gehören do hinner, wo eng Plus-Value, wo ein Mehrwert geschafft wird. Die gehören nicht an ein Büro, wo ich muss den ganzen Tag mit allmählichen Paperasserien beschäftigen. Und dafür ist das wichtig. Wir sind noch froh, konträrement anscheinend zu anderen Kollegen, dass das Lo zu Brüssel zu dem Omnibus-Direktiv kommt, wo es nicht darum geht, für alles aufzuschaffen, aber wo es geht, besonders Entreprisen, die kleinen und mittleren, die Leben ein bisschen mehr einfach zu machen. Dafür fanden wir das auch gut, dass das an die Richtung geht. Allerdings, und da muss ich dann aber auch sagen, geht es nicht nur durch, dass man Simplifikation administrativ macht. Wir müssen vielleicht auch besser aufpassen, dass man nicht, nachdem wir simplifiert tun, man andere Gesetze so viel Druck legen. Und ich habe schon einmal gesagt, wenn es ein Bürokratiemonster wie NIS 2 kennt, wo alle Entreprisen allgemein müssen, ich weiß nicht, wie viele Formalitäten auf Hölle Leute erstellen, für da zuweisen, dass alles für Cyber Security machen, freue ich mich, ob wir da nicht falsch gewickelt sind, aber just konträr von dem machen, was wir sollten. Nach enkeier sinn der Meinung, dat do also ganz viel Positives geschieht ass. Ich wollte aber enker op die neue Technologien ago, wo ich natürlich all die Ausso begräse. Wir müssen KI wesentlich méi ersetzen, auch an der Wirtschaft, an den Betrieber, auch die Idee für méi an den Daten zu investieren, findet natürlich auch 100%ig Zustimmung. Ich will aber etwas nach so über Start-upen, weil eine Reihe Mesuren auch vorgesehen sind für Start-upen, die natürlich an die richtige Richtung gehen, wo ich aber auch noch einen will auf den Punkt aufmerksam machen, und das gilt da hier auch für die ganze Wolle von der Défense. Wir haben immens viel Millionen, wenn nicht Milliarden, die auf den Konten schlafen. Wir müssen einfach fertig bringen, dass auch die private Kapital genutzt wird, für am Interesse vom Land als in Entreprisen zu investieren. Dafür so nicht nachher, und ich schwätze nicht gerne pro domo, aber ich hatte an einem früheren Leben mit meinem früheren Deputierten Kollege Gilles Roth, dem seine Proposition de loi gemacht, wo wir proposiert hatten, dass all die Investisseuren, die an nachhaltige Betrieber investieren, do gewissen steuerliche Avantage kriegen. Das wäre ein bisschen so ein Loi die extrem gut ankommen. Ich gebe wirklich wünschen, dass die Regierung danach Hand beilegen, weil das extrem wichtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir auch Privatkapital mobilisieren kann. Nicht alles nehmen und den öffentlichen Suen hängen bleiben, aber auch der Privatsektor als do gefordert, dann muss man vielleicht auch nach evaluieren, ob man nicht auch steuerlich etwas können dabei setzen, weil ganz besonders an den Start-upen, die an Fintechen, Cyber Security, da sind wir und den Talent Attraction sind wir aufhängig. Da muss man also gucken, dass wir so attraktiv sind, auch steuerlich, dass die Leute bei uns schaffen kommen. Ich fand also, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier op dem richtigen Wesen, und ich kann dafür nimmen die Regierung unterstützen, an dem Premier Merci soen für all die Initiativen, die ihr gestern präsentiert wird. Erlernt man aber zum Schluss kommen, nachher bis zu soen, wird man Mo leid. Und ich habe viel davon geschwärzt, von der Wirtschaft, auch von den Start-upen. Und ich komme leider nicht ernst, über Troll von den Banken, den Mitten, ein paar Worte zu sagen. Und ich kann mir vorstellen, das werde ich nur so, wird zu gut im Herrn Baum gefallen. Ihr wisst, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich mich immer für die Banken auf Finanzplatz angesagt habe und ersetze. Ersetze, Madame Tanzer. Ich muss allerdings sagen, dass du verschiedene Sachen
an de lechte Meint fir net so Joren awer hai virgefall sinn, déi och mei Vertrauen an Banken, ich will net so bëssen erschütteren méi zumindest afrocht. Erklären ich och fir wär. Schmenge wann dat aus dem Mund vu mir kënnt, da will doch dat et eierlich gemeng. Das fir alle recht, an ich will net langen Exkurs machen, hummer een enorme Problem mat Bankekonten hai an dem Land. Sind immer méi Entreprisen, die ke Bankekonten nie opgemerkt hin SBLen. Ich weiß die Kollegen, die an SBLen aktiv sind, dat gëtt immer méi onméiglech. Sind extrem performant der Dappen, die riskieren aus dem Land fortzugoen, weil se ke Konten nie opgemerkt kreien. An ich kann nimmen do l'attention vun de Banke, so lief Banken oder Bankien, die huet och eng Aufgab generell fir Wirtschaft a fir d'Ökonomie. Die huet net nëmmen eng Roll fir Beneficer ze maximiseieren, wie och dofir ze sorgen, dat die Wirtschaft weiter kann funktionieren, a wann Mënschen an d'Entreprise keng Bankekonten wie opgemerkt kreien, da können déi och net funktionieren. An dëfir of vun déser Plätz aus neken Appell oen als Banken, oen als Finanzminister, déi leider de Mëtte net kann hai dabei sinn met de Premier werden der Firo gin. Wir mussssen wirklich eng Lesung mat dee Bankekonten fanne, well das riskeiert dat aller lang wirklich e ganz grossen Problem fir als Wirtschaft ze gin. Zweitens, auch net bei den Banken appreciieren. Ich fand, dat Banken net genug hier Rolle gespielt hun an der Immobilienkrise. So dat auch ganz klar, der Kollege Mark Spautz hat übrigens auch schon ugedeiht. Ich mengen kein de verlänge, besonders für Banken, wo der Staat exklusiv Aktionär ist, dat méi Erfolge gemerkt gin Niveau vun de Zinsen oder Niveau überhaupt wie die Präen a Krediter akkordéiert gin. Kann net sinn, dat Banken sich halt komplett herauszeien aus der Responsabilität die hun. An drittens leef Kolleginnen a Kollegen, ich will net op der Fair Charité sagen. Ich si net an der Kommission. Ich gucke mir awer mal genau die Bilder und an noch die Kommentaren an ich verstehen, dat Banken net kennen op de Fong vun enger Affäre go Mänech Ordnetheit de Mëtte. Ech hun awer Problem mat der Attitüd, wo Banken ganz besonders wann net Banken sinn, die exklusiv dem Staat geheieren. Dei hai an der Chamber awer en Optritt higelecht hunn, den ech net korrekt fannnen. Pu ne per Dir plus. An dat kann och net sinn. An ech erwerde mir vun enger Staatsbank, dat wann eng Chambergrouf gët bei d nächste Pouvoir, dat ze korrekt antwort, och wann se natürlich net kann op de Fong vum Dossier agoen. Voilà, die Damen an die Herren e puer Klarstellungen zu de Banken. Lo kommen ich awer Madame Tanzer, die geht gedillig, kommen ich zum Schluss. An ich hun einstadt gemerkt, wat de Premier gesot huet. Ich war gestern, wie ich mich firbreet hu fir triiert haut, war ich op den ChatGPT. An ich mal do agin, ich kenne wo mir oftroppel Jarolo soen. Ich war loch lange mit die Gëchten opgegel. An de hunne ich einfach agin, wéi Lützeburg gif evaluieren. An do erspuren ich alles dat, wat do steht, wat net so gut ass. Ich kann nicht lesen, le Luxembourg devient un centre administratif ultra régulé, sans moteur économique propre, les talents fuient, les coûts restent élevés et la croissance steigt. ChatGPT, ich komme alors zur Konklusion. Nämlich Konklusion, seht, le Luxembourg joue gros sur les 10 prochaines années. Là, je t'attends non. S'il ne se réinvente pas, il risque de devenir une zone tampon administrative de l'Europe financière, dominée par les Pays-Bas plus pragmatiques et l'Irlande plus offensive. Mais s'il s'investit intelligemment dans la technologie, la formation et l'innovation réglementaire, il peut maintenir une niche de place financière haut de gamme, crédible et agile. Herr Präsident, ich weiß nicht, ob jedem Herr Premier so gut nogeleistet ist genau das, was als Premier gestern gesagt hat. Technologien, war vielleicht doch. Du wirst mal, wie es in Red geschrieben wird. War vielleicht doch,
wärflecht doch op Chat GBT werde ich da erklärt alles werde ich also dummer soen dat ass dat déi Pisten die hai vum Premier 4 gezeechtet gesinn eigentlich déi effektiv sinn, die man brauchen fir dat Land op de Niveau zu bringen. Allein awer ganz zum Schluss an den hellen Job eng Paus verdenkt. Ech hun eigentlich Apples und der Deklaration immens appreciiert. Außerdem werde ich noch alles gezielt hun. Dat als Datei eng Regierung an stellvertretend Premier eng ganz Reihe vu konkrete Mesure ukönnig. Konkrete Mesure kontrament zu die bei dir gelesen oder verstärkt man dann tan nicht da ganz viel herausfand an natürlich wann den Propositionen mcht an der Tummer Moien an der Bitte schon erlieft all Decisionen oder all Propositionen, die mcht, die gëtt natürlich heftig diskutiert. An ich will so an huldet Wandski vu mir ja zu der Manner Junker Gacht fir net soviel schlimm fir mcht zu mechen. Die Jung also die méi jung Kollegin a Kollege wiech, wann stehen Dir rot, sie muss awer net unhhöllen. An der Politik leef Kollegin a Kollege geht net drin everybody's darling zu sein. Wëlle schei enke ganz klar so mit geht drin fir Decisionen zu holen a fir die Decisionen dann noch umzusetzen. An da geht hier am Liewe noch, dann as se Tiré froh mat Dich. Da gi net klapp. Den kann enger Responsabiltäit wär de wees wo klapp ginn am hun der Joch ein ginn zu anderen Zeititen sinn realech. Dfir giwech eigentlich so des Regierung mecht null neel mat Kap. An dofir ass richchte wee an dofir sonnech grosse Merzi an Merzi fir op mir.